In diesem Film zeigen wir euch eine Geschichte der Sylter Seefahrt. Diese Mutter verabschiedet ihren Mann und ihren Sohn. Pass gut auf unseren Sohn auf. Er ist ja schließlich erst 9 Jahre alt und es ist seine erste Fahrt. Ich passe gut auf ihn auf und ich hoffe, wir haben viel Erfolg. Die Familie umarmt sich noch ein letztes Mal vor der großen Fahrt. Leck. Die Besatzung geht an Bord und segelt los in Richtung Eismeer. Die Frauen beten dafür, dass ihre Männer und Söhne heile wieder zurückkehren werden. Während die Männer auf See waren, kümmerten sich die Frauen um Haus und Acker und versorgten die Tiere. Zum Beispiel schoren sie die Schafe, um aus der Wolle Kleidung herzustellen. Auf hoher See ernährten sich die Männer zum Beispiel von konservierten Fischen, Hülsenfrüchten und Sauerkraut. Trotzdem gab es oft Hunger und Mangelerscheinungen. Zur Navigation benutzten die Seefahrer unter anderem Fernrohr und Oktant. Selbst wenn die erfahrenen Seefahrer die Schwachstellen der Wale kannten, hatte es dennoch mehrere Harpunen gebraucht, um ihn zu erlegen. Die Jagd war sehr gefährlich. Es wurde in Schaluppen angegriffen. Nicht selten mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Vom Wal verwendeten sie am meisten Fett, das zu Öl ausgekocht wurde, die Knochen und die Barten. Das Walfett wurde oft sogar auf den Schiffen selbst ausgekocht und dann als Öl für viel Geld verkauft. Die Gründe für den Niedergang des Walfangs waren hauptsächlich Petroleum, Wirtschaftlichkeit, Überfischung und Lebensgefahr. Wenn die Männer auf See blieben, trauerten die Frauen am Grabstein. Die Dankbarkeit und die Freude bei den Familien, die wieder vereint waren, war groß. Hat es fein die Vella zu sen. Ich bin so froh, dass wir wieder zu Hause sind. Es war eine sehr lange Fahrt. Und bald ist ja auch meine Konfirmation. Seefahrer auf Jagd. Wie wäre es, wenn wir machen die Geschichte der Sylter Seefahrer auf Jagd? Unterzeile. Ja? Ja? Mhm. Findet ihr das gut? Irgendjemand dagegen? Okay.
welcher Zeit sind wir hier? Da sind wir auch in der klassischen Seefahrt im 17., 18. Jahrhundert, genau, dass man den Oktant dann auch hat. Es gibt noch andere Formen davon. Der Widerhaken, damit sie hängen bleibt, das ist wie beim Angeln, hat man ja auch so einen Köder, so einen Haken, muss uns immer bewusst sein. Also nicht alle haben das überlebt, den Walfang nicht oder unterwegs mal so eine Eisscholle. Wir da mal schauen, was passiert ist, weil hier wird die Szene des Walfangs auch dargestellt, benannt, die darunter zu sehen sind. Ihr könnt das nachher nochmal in Ruhe anschauen. Ich lasse das alles da. Aber unsere Kirche ist so alt, dass als sie gebaut wurde, war das Wattenmeer nicht da. Hier, unsere Kirche ist die älteste Kirche, wo man weiß, weil unter dem Dachstuhl unter dem Bleidach ist ein Dachstuhl von 1194, 47 Mal gefahren ist und jede Reise ein Jahr war. Wie alt war er, als er losgefahren ist? 9. Richtig. Wow, der Sound. Doch. Mal sehen, ob das reicht. Wir können auch zweimal anzünden. Wenn wir schon in der zweiten Etage sind. Die Seefahrer haben überall auf der Welt Menschen getroffen. Und ja nicht, was die glauben, war nicht so wichtig wie die Frage, ob man sich hilft, ob man freundlich ist, ob man mitmenschlich zusammen ist. Und deshalb ist es ein Symbol für alle Religionen in eins. Das ist echt schön. Das ist echt schön. Was man auch noch, wenn man einmal, also der das gemalt hat, den Franz Korban, haben die Nazis im Konzentrationslager umgebracht. Was das heißt, wisst ihr ja auch schon. Ne? Also dass Faschisten, überall gibt es Faschisten und unglaubliche, unmenschliche Menschen, aber es gibt auch Seefahrer, sind eigentlich Leute, die merken, ja, auf dem anderen Valparaiso, Brasilien, überall leben Menschen, die versuchen, für ihre Familien zu sorgen, gut klarzukommen und mit den Herausforderungen auch klarzukommen. Weiter. Ein Gedicht hilft dir jetzt auf der anderen Seite und arbeitet zusammen mit dir. Das ist doch schön. Cool. Kniete sich vor ein Grab oder Gang des Walfangs. Thema ist. Und darauf kommen wir dann oft zurück, auf bestimmte Themen, aber wir versuchen immer einen Schritt weiter zu gehen.